Glück auf und herzlich willkommen. Mara macht das Abstiegsgespenst oder was? Was ist da los? Danny, Servus. Brix, Kopf, Servus. GB, Glück auf. Wie ist die Lage am Montag? Bei uns gab es heute öffentliches Training. Mal nicht eingeschlafen oder was? Der Welt. Peter, Servus. Und Fabi, hi. Neuer TV wurde geliefert. Läuft bei dir aber auch, ne? Ja, so ist das, wenn man alle 3 Monate nur ein öffentliches Training macht. Aber das Schöne ist, man kann es sich ja auf YouTube angucken, wenn einen das irgendwie so wahnsinnig interessieren sollte. Ist ja gar kein Problem. Olli, moin! Und Smoothie, servus. Sind ja auch Herbstferien. Ah, okay. Öffentlich gesehen, Goretzka läuft mit Armschiene. Ja, ich habe ja schon gelesen, wir haben ja wieder vollen Kader. Was machen wir denn jetzt? Worüber soll der Tuchel sich denn jetzt noch beschweren in der PK? Ist ja wild. Also doch kein Pavlovic. Schade, schade, schade. Also wird es wahrscheinlich, ja, ich bin mal gespannt, ob er allein mal im Mittelfeld spielen darf oder ob es direkt Goretzka Guerrero gibt. Ja, weiß ich auch nicht, was das da mit Saarbrücken, also, ist ja auch wieder eine wilde Geschichte. Mal eine Woche Regen und dann kannst du gleich den Platz nicht bespielen, Alter. Naja gut, das war ja klar, dass 2 Spiele wären, ne? Also bei einer roten Karte nur ein Spiel ist ja schon relativ selten. Mal gucken, ob sie Einspruch einlegen oder was. Ich habe dazu noch nichts gelesen. Naja, bei Gelb-Rot kriegst du ein Spielsperre, bei Glatt-Rot dann auch ein Spielsperre, wäre schon ein bisschen wild, oder? Das ist ja meistens 2 Spiele. Einfach bei uns zu Hause spielen. Ja, gut. Ich hätte da auch kein Problem mit. Wenn wir ehrlich sind, ja, ich glaube auch nicht, dass sich Saarbrücken groß was ausrechnet, aber. Im Heimspiel haben sie wenigstens noch vielleicht eine minimale Chance, ne? Also auswärts wäre ja gar nichts. Da wäre das wahrscheinlich auch noch Wettbewerbsverzerrung und hast du nicht gesehen und hör mir auf. Da ist er, der Serge. Der Serge ist wieder da, Leute. Geil. Ich finde das gut, dass Kimmich mal eine wohlverdiente Pause bekommt. Ich finde das auch gut. Hat er sich aber auch stark verdient nach 6 Minuten, oder waren es 4 Minuten? Ich weiß gar nicht. Regnet immer noch, okay. Ja, wild. Keine Ahnung, ich bin gespannt, aber die Frage ist ja auch, wann willst du das Spiel nachholen? So, wir spielen nur englische Wochen. Sollen wir dann noch irgendwie den Donnerstag, spielen wir Dienstag Champions League, Donnerstag Pokal und Samstags Bundesliga, oder was? Nicht so einfach, wa? Bin gespannt. Ja, sollen sie in Saarbrücken mal ein paar Löcher bohren, Alter. Damit das Wasser abfließt. Eieiei. Bei uns war heute Sonnenschein, also wo ich vorhin draußen war, war auch Sonnenschein bei uns. Und auch sogar sehr angenehm mild, muss ich sagen. Der beste ist extra Chemie. Hallo, wir dürfen nicht so viel meckern. Wir sind die Mecker-Community. Ja, aber nach einem 8-0 haben wir nichts zu meckern, oder? Die erste Halbzeit maximal. Die war erschreckend, mal wieder. Das war schon wild. Suche bester Trainer. Ja, wollte das Video von 2013 raussuchen, was ich letztes Mal gesagt hatte bei der Doku. Habe ich leider nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr existiert. Auf jeden Fall bin ich da auf ein Video gestoßen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Wenn, dann gucken wir uns das zusammen an. Aber das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich hier umschicken kann.
Aber da ist die These, dass wir unter Tuchel den besten FC Bayern aller Zeiten sehen. Ja, wollte ich mal reingucken mit euch dann, wenn wir sonst nichts zu erzählen haben. Schon wild. Ich glaube, dass wir gegen den BVB gewinnen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe in mir drin auch so ein Gefühl. Aber in mir drin das Gefühl, das täuscht auch gerade gegen den BVB oft. Aber ich bin da auch echt zuversichtlich. Dass wir mit unserem Drecksfußball, die Dortmunder spielen ja auch nicht irgendwie so den Hurra-Fußball, glaube ich. Ich meine 3-3 gegen Frankfurt, ja gut. Bin halt nicht so drin in der Dortmund-Thematik. Aber eigentlich habe ich auch ein gutes Gefühl für Samstag. Aber das heißt leider bei mir nichts. Schauen wir mal. Saarbrücken bespielen wir einfach nach Heidenheim am gleichen Tag, passt schon. Bei uns war auch im Erzgebirge herrliches Herbstwetter, mild und Sonnenschein. Ja, guck mal. Läuft doch. Die erste Halbzeit war schon wild, oder? War echt erschreckend, dass Darmstadt die bessere Mannschaft war. Selbst bei 10-10 dann. Also das fand ich auch schon wild. Ja, weiß ich auch nicht. Anscheinend essen da ganz viele Leute das Tellerchen nicht leer. Wenn man da nicht spielen kann, weil der Platz nass ist. Oder? Weiß auch gar nicht, was immer Hass gegen Tuchel. Die jungen Spieler haben alle gespielt und der Uli ist sogar Fan geworden und hat gesagt, wir bessern im Winter nach, wenn der Trainer Personal braucht. 2-2 gegen die Zecken? Ich habe auch gar nichts gegen den Tuchel. Also ich bin ja noch hier der Humanste, was den Tuchel anbelangt. Ich habe nur gesagt, dass der Fußball mir nicht gefällt, die letzten Wochen. Und dass er Scheiße labert. Aber das haben ja einige, das kam mir gar nicht gut an. Ach, herrlich. Wieder eine Kopfsache. Ja, ich denke auch ohne Lieder Kimmich. Ich gehe davon aus, dass Goretzka auf der 6 spielt. Ich hoffe es einfach mal. Glaube ich auch. Und mit Neuer dann in der Bude. Ich hoffe halt, dass der Tuchel der Dick drin ist. Nicht, dass er den jetzt rausnimmt und Opa bringt. Also dann sehe ich auch eher schwarz. Aber ich denke, mit dem Leon auf der 6 ist auf jeden Fall ein bisschen stabiler wie mit dem Kimi auf der 6. Aber wer weiß. Wir werden es am Samstag erfahren. Ne? Kane macht 3 Buden gegen den BVB. Na, wenn er die Bälle kriegt, macht er die. Gut, dass die nur 9 Mann hatten. Bild. Naja, wir müssen das jetzt aber auch nicht kleinreden, das 8-0, oder? Muss doch erstmal 8 Buden machen in einer Halbzeit in der Bundesliga. Auch wenn die Mann weniger waren und wir generell ein bisschen mehr Platz auf dem Platz hatten, ne? Wo ist das Mir Samir? Worauf bezogen? Gut hier. Gegen BVB muss Bayern 90 Minuten Vollgas geben. 5-0 oder so, dass erstmal Ruhe ist mit den Deppen. Ja, aber Dortmund ist doch jetzt nicht der Hauptkonkurrent. Der eher nach Leverkusen guckt. Also ich habe auch keinen Dortmunder gehört, der aktuell irgendwie große Backen hat. Ich glaube, nach der verspielten Meisterschaft sind die alle gerade ein bisschen auf dem Boden. Kaum spielt man mal gegen 9 Darmstädter einigermaßen okay, haben wir wieder Oberwasser. Ja, aber ist doch gut, dass man noch ein bisschen Selbstvertrauen mitnimmt für Dortmund. Ja klar hat der Neue eine andere Aura wie der Ulle, das habe ich ja auch gesagt. Das hast du ja auch gleich gesehen auf dem Platz. Hat ja auch gleich mal den Minjay da ein paar Mal zurechtgewiesen. Nie mal gesagt, wo er hinlaufen muss und sowas. Das ist halt schon ein bisschen was anderes, ne? Freaks. Wie gesagt, Tore bestimmt ein netter Mann, aber redet viel Blödsinn. Widerspricht sich, hat keine Eier und stellt nicht nach Leistung auf. Hat keine Spielidee, aber sonst ist der top.
Also redet viel Blödsinn, widerspricht sich, bin ich bei dir. Das finde ich auch. Also immer zu denselben Themen, immer irgendwie andere Argumentation, die sich dann widerspricht, ist schon schwierig. Ähm, keine Eier, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube einfach, der ist halt einfach nicht der Trainertyp, der junge Spieler unbedingt einbaut. Ich glaube, das ist der einfach nicht. Der steht halt eher so auf die Erfahrenen. Aber vielleicht irre ich mich auch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe vom Tuchel ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe den halt so im Kopf gehabt, was er in Dortmund gemacht hat und irgendwie hat er durch Paris und Chelsea irgendwie eine andere Spielidee mittlerweile. Viele feiern das gegen Darmstadt. Was gibt es da zu feiern? So muss das. Ja, komm. Also 8-0 muss man jetzt nicht unbedingt in einer Halbzeit gegen Darmstadt machen, wenn die mit einem Mann weniger sind. Da kann man auch schon mal sich freuen und es war ja auch gut gespielt dann, muss man sagen, zweite Halbzeit. Klar, die haben auch nicht mehr irgendwie viele Innenverteidiger auf dem Platz gehabt und sowas, darf man auch nicht alles überbewerten. Aber nichtsdestotrotz hätten wir ja auch wieder, wie immer, nach dem 3-0 sagen können, ja, alles gut, wir schieben den Ball wieder in den eigenen Reihen rum, so wie wir es die ganzen letzten Wochen getan haben. Von daher war das doch schon mal auf jeden Fall ansehnlicher, oder? Zur Verteidigung von Tuchel, der wird aber auch den ganzen Tag nur Blödsinn gefragt. Das ist richtig, aber man kann ja nicht, wenn ich vor einer Woche die Frage kriege zu Mathys Tel oder Müller, dann eine Woche später, dann nochmal 2 Monate später jedes Mal eine andere Argumentation haben. Das verstehe ich ja nicht. Wenn er da immer dieselbe Argumentation hätte, wäre das ja für mich auch vollkommen fein, weißt du? Dann das muss man ja dann nicht gutheißen, aber man kann es ja dann verstehen. Wenn er halt sagt, so, ja, Tell ist zu jung, der hat sich einfach in die letzte Reihe zu stellen und bekommt dann Spielzeit, wenn ich das meine. Punkt. So, dann ist das gut. So, wenn das seine Art ist, soll er das äußern und dann kann ich damit auch umgehen. Aber er kann ja nicht vor 3 Monaten sagen, nee, er spielt erst dann oder er darf dann in der Startelf spielen, wenn er eine Torbeteiligung hat. Dann hat er die Torbeteiligung, dann heißt es, oh nee, er ist noch nicht etabliert genug, er ist zu jung, er muss das noch ändern, dies noch ändern, dann macht er das, dann kommt die nächste Ausrede. Das geht mir halt auf die Eier. Und dasselbe mit Müller halt. Ja, dass Müller nun mal nicht mehr das Leistungsvermögen hat und nicht mehr diese 90 Minuten durchspielen kann und so, ist doch allen klar. Wir sind ja alle nicht doof. So, Müller weiß das selber auch, ja. Aber nochmal, dann den Müller 3 Minuten vor Ende in Mainz zu bringen und sich dann auf Pressekonferenz hinzusetzen und da einen auf scheinheilig zu erzählen, Alter, so, das passt nicht zusammen und das riecht mich auf. So, und das habe ich da auch in der Pressekonferenz klar und deutlich gesagt. Und wenn das dann viele Bayern-Fans sich dann persönlich angegriffen fühlen, ja, mein Gott, Alter, dann leck meinen Arsch, Alter. Ganz ehrlich. Man muss das ja nicht teilen, die Meinung, ist ja völlig okay, verlangt ja keiner. Aber man muss sich ja auch nicht persönlich da angegriffen fühlen, das verstehe ich halt gar nicht. Ja, sind ja Leute bei, Alter, da fällt ja nix so ein. Ich fühle mich ja auch nicht persönlich angegriffen, wenn einer eine andere Meinung hat. Wild. Ganz komisch irgendwie. Ich finde es erschreckend, wie sich alle an dem 18:0 aufgeilen gegen Barca, okay, aber Darmstadt. Moinsen, der Reaper. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit war schon echt gut, ne? Muss man ja auch erstmal so spielen. Warten wir einfach ab auf die starken Gegner und dann bewerte ich Tuchel vielleicht neu. Naja, was heißt denn starke Gegner? Starke Gegner, wir haben ja nur noch Dortmund jetzt, oder? Ja, Stuttgart haben wir auch eine Rolle in der Hinrunde, ja, das war's aber auch. Kimmich hat sich auch direkt sicherer gefühlt als mit Ulde im Tor. Kimmich brauchen wir nichts zu sagen. Julia, moin moin. Bei mir auf der Arbeit alles schwarz-gelb, hab's da nicht leicht. Olli kenne ich, ist bei mir nicht anders. Also ich habe da auch nichts gegen, ne? Ich habe da nichts gegen, du, gegen eine dicke Klatsche. Aber vorstellen kann ich es mir nicht. Weil möglich ist alles offensiv bei uns, da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Wenn wir ein bisschen Schwung und ein bisschen Kombinationsspiel und so ein bisschen auch diesen Flankenwillen, den wir gegen Darmstadt ein bisschen gezeigt haben, mitnehmen, warum nicht? Meine Kritik ist nur auf die Bayern-Zeit bezogen. Eier meinte ich in Bezug auf Kimmich mal auf die Bank und wenn junge Spieler so gut spielen, diese auch aufstellen. Ja, das werden wir unterm Tuchel nicht sehen. Also das mit den jungen Spielern werden wir nicht sehen und wir werden auch nicht sehen, dass mal ein Kimmich auf der Bank sitzt. Punkt.
Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Da können wir das noch so oft kritisieren und uns darüber aufregen. Guck mal, wie lange das bei Matthijs Tel jetzt schon geht. Seitdem der Tuchel das übernommen hat quasi. Na gut, aktuell, sind die, die spielen, haben eine gute Form und so weiter, kann man ja so argumentieren. Ist ja alles gut und schön, aber es gab auch andere Zeiten, ne? Uli hatte heute bei Sky ein Interview gegeben und er sagte, wenn Tuchel die Bosse überzeugen kann mit Argumenten, dann wird es den einen oder anderen Transfer geben. Und da denke ich, dass eine Holding Six kommen wird. Tuchel zeigt es ja auch gerade, dass Kimmich immer spielt und dass er die Leistung konstant nicht abliefert, sonst wäre er schon längst auf der Bank. Ja, ich meine, Tuchel hat die Argumente schon, vor der Saison geliefert, also. Und ich denke mal, das Argument 'n rechten Verteidiger, das steht ja außer Frage, wa? Das muss man ja nicht groß argumentieren, da braucht man sich ja nur mal die Spiele angucken. Leimer kann das einfach nicht und Mazraoui ist jetzt auch nicht so die Kanone, die er unterm Nagelsmann war, also. Da ist ja auf jeden Fall Handlungsbedarf. Das ist ja also rechte Verteidigerposition ist bei uns ja grade mal, Mittelmaß, würde ich behaupten. Das ist ja gar nix. Linker Verteidiger haben wir immer noch den Guerrero als Alternative, wenn er denn endlich mal länger wie 2 Wochen, mal nicht verletzt ist. Ja, mal abwarten. Die Jungs spielen ja nicht, kannst auch nix bewerten. Ne, schade, ne? Schade. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man mal so 'n Pawlovic da mal 'n bisschen reingeworfen hätte, aber Müller von Anfang an gegen Saarbrücken würde ich so machen. Ja, also, das ist ja die andere Sache, was mich beim Tuchel halt immer so 'n bisschen geärgert hat, ne, mit seiner Belastungssteuerungsausrede auf jeder Pressekonferenz und nochmal, dann den Müller gegen Mainz 3 Minuten geben und dann dieselbe Startelf bringen wie gegen Mainz in der Champions League. Das passt halt auch nicht zusammen. Und sich dann fragen, warum, Galla uns irgendwie körperlich die erste Halbzeit maßlos überlegen war. So, das ist halt alles schwierig. Und das sind halt so die Sachen, die in meinen Kopf nicht so reingehen. Wechselkauf, ich frage mich die ganze Zeit, welcher Verein einen absoluten Topspieler in der Winterpause abgibt. Ja, keiner. Macht keinen Sinn, ja. Du gibst keinen Topspieler mit Führungsqualitäten zum Beispiel in der Winterpause ab. Ne, es sei denn, du findest selber Ersatz, aber der muss dann auch wieder selber Ersatz finden und so weiter. Also, ist schon schwierig, ne? Ist schon schwierig. Ja, Taktikfuchs werde ich morgen mal aufnehmen. Ich habe ja jetzt grade erfahren, dass wir 4 Spieler im Mannschaftstraining sind. Das heißt ja, dass sie auch, spielbereit wären. Ja. Also, die Statistiken stimmen und das hat nix mit Aufgeilen an einem 8:0 zu tun, aber bester Start in die Bundesliga seit 10 Jahren mit 3,8 Toren pro Spiel im Schnitt und nur 7 Gegentoren. Wir sind schon verwöhnte Belgier, ganz ehrlich, und das nur, weil nicht Tiki-Taka gespielt wird. Ja, wir sind mit Sicherheit verwöhnt durch die letzten Jahre, ne? Das habe ich ja auch schon mal in dem einen oder anderen Video gesagt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja Dinge kritisch sehen. Also, wie gesagt, wenn du zu Hause die erste Halbzeit nimmst, wo Darmstadt die bessere Mannschaft ist, denke, dann kann man das auch kritisieren, auch wenn du in der zweiten Halbzeit dann 8 Tore schießt. So. Und bei allen anderen Spielen halt dasselbe. So, die Ergebnisse stimmen, ja. Das ist ja auch nichts Neues. Das haben wir ja auch anerkannt und, ist ja auch alles gut. Und wenn das, habe ich ja auch schon 100-mal gesagt. Wenn jemandem das reicht, ist doch auch gut, dann kann er doch super zufrieden sein. Dann sieht er, wie du es gerade schreibst, den besten Start seit 10 Jahren und ist doch gut. So, und dann gibt's doch auch nichts zu meckern. Aber deswegen muss man ja nicht, sich dann irgendwie als Bayern-Fan angegriffen werden, wenn andere Menschen 'ne andere Meinung haben. Also, das ist schon wild. Reach Admin, na ja, bei Bayern scheint Tuchel irgendwie manchmal gehemmt. Vielleicht hat Anweisungen von oben, zum Beispiel 'n Geheimvertrag, dass Kimmich immer spielen muss. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, Alter. Bei Chelsea aber hat Tuchel schon Spieler aufgebaut. Rüdiger zum Beispiel, das vor Tuchel auf Tribüne und sollte verkauft werden. Den jungen Mason Mount hat Tuchel auch viel stärker gemacht und noch andere. Ist der Mason Mount nicht auch schon 'n alter Haudegen oder was? Oder verwechsel ich den gerade? Ja, ich sage ja, der Tuchel hat ja eigentlich auch die Eier. Hat er ja in Chelsea gezeigt, auch mit 'm
Lukaku oder was, oder wie der heißt. Ja. Deswegen war ich ja so ein bisschen enttäuscht, dass er bei uns halt so diesen komischen macht. Weil der sieht das ja auch, der ist ja nicht doof, Alter. Der sieht doch die Leistung von Kimmich auf der 6 und so weiter. Ist ja nicht doof. Ne? Der darf erst in die Startelf, wenn er den Ballon d'Or gewonnen hat. Ja, aber wo gewinnt er den denn dann, wenn er nach Paris zurückgeht? Oder? VfB am 16.12. Opa ist auch wieder im Mannschaftstraining, ja. Chelsea hat Tuchel dennoch auch guten Fußball spielen. Zum Beispiel im Champions League Halbfinale vor Real bei Chelsea klar besser, mehr Chancen, ebenso im Finale vor City. Ja, kann ich nichts zu sagen. Von der Liga hat Chelsea meistens offensiv Fußball spielen. Okay. Ja, das lässt ja hoffen. Das lässt ja hoffen, ne? Und wie gesagt, vielleicht nehmen wir ja ein bisschen Schwung von der zweiten Halbzeit, auch wenn es nur Darmstadt war. Aber vielleicht mal so die Erkenntnis mit, yo, wenn man Flanken schlägt, kann der Harry Kane Tore erzielen. Vielleicht nehmen wir die Erkenntnis ja einfach als Mannschaft oder auch im Trainerteam mit. Das wäre doch schön. Nach 13 Spielen. Zeigst noch ein paar Videos zum Quatschen. Wie sieht dein Programm aus? Mein Programm sieht so aus, dass ich gerade auf die Themen im Chat eingehe. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe noch so ein komisches Video, was ich mit euch dann gucke, wenn im Chat nichts los sein sollte. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ist vom Bully Insight, dass wir, weiß ich nicht, dass Tuchel den besten FC Bayern hat irgendwie, war die Überschrift. Ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch gemeint war oder ernst gemeint war. Das könnten wir uns auf jeden Fall dann mal angucken. Habe ich durch Zufall gefunden, wo ich heute nach was anderem geguckt habe. Unter anderem bei meinem Lieblingstrainer Van Gaal. Frischlinge müssen rein. Kretzig und so. Ja. Schwierig im Moment, ne? Solange die Leistung von den Leuten stimmt, die spielen, ist ja auch alles gut. Kann man das ja auch alles verstehen, dass es halt schwierig ist, bei uns junge Spieler einzubauen. Zum Thema Belastungssteuerung, wir wissen ja nur, wer wie viel auf dem Fußballplatz war. Tuchel weiß mehr als Insider. Tuchel weiß, was letzte Nacht bei einem Spieler so im Ehebett abging. Naja, der Tuchel wird schon mehr wissen, das ist ja keine Frage. Aber wie gesagt, man kann sich nicht immer da in der PK hinsetzen und sagen, so bla bla bla, zu kleiner Kader und dann immer die gleichen Spieler bis zum geht nicht mehr spielen lassen. Das ist halt so ein bisschen widersprüchlich. Ja, die Ergebnisse stimmen und weiter sag ja, das ist doch nicht das Bayern gehen. Naja, wie gesagt, also zweite Halbzeit gegen Darmstadt war ja schon guter Fußball. Ja, dürfen wir jetzt ja auch nicht irgendwie kleinreden. Auch gegen Leipzig haben wir gute 25 Minuten gehabt. Gegen Leverkusen hatten wir auch eine ganz gute erste Halbzeit. Aber ja, es fehlt auf jeden Fall so der letzte Kick. Ne? Wir spielen halt echt viel Rumpelfußball, das muss man einfach sagen. Bei Kimmich hieß es, er braucht vielleicht mal eine Pause, weil er ja zum 4. Mal Vater geworden ist. Aha. Wer sagt das denn? Jetzt, wo sie wissen, dass er aus 50 plus Metern Tore schießen kann, braucht man keine Flanken. Wow, Brüller! Wir hoffen für die Jungen ein Partnerverein zum Ausleihen wie RB, das wäre schlau. Ja, das soll ja alles kommen, ne? Dafür ist der Freund ja geholt worden, dass der sowas aufbaut. Und ja, es ist traurig, dass das noch nicht gang und gäbe ist bei uns. Aber ja, wenn du eine richtige Granate hast, wie so ein Tell oder sonst wen, haben wir ja damals beim Musiala auch gemacht, da musst du die aber auch einbauen. Ja? Muss man auch mal sagen. Wenn man sich nicht sicher ist, klar, dann leistet die mal außen ja und so weiter. Das ist ja auch alles gut. Aber wenn du eine Granate hast und ja, heute, ich denke, der Tell hat geliefert in den Spielen, wo er reinkam. Sieht man an seinen Statistiken. Also muss man da nicht drüber reden, dass man den Jungen ausleihen muss. Ja?
Mats Reuer 2, ja, Flanken waren es nicht, aber ja, es war der Ansatz einer Flanke und er hat jeweils ein Tor von Kane und Müller vorbereitet, ganz genau. Habe ich auf dem Schirm. Deswegen sage ich ja, man hat ja gesehen, dass das geht. Ne? Was ja sonst bei uns irgendwie unter Strafe gestellt ist, diese Saison. Eine Flanke zu schlagen. Oder eine Hereingabe. So, und das war ja noch nicht mal so von der Grundlinie, das war sogar nur aus dem Halbfeldeimer, oder? So wild. Mich um Pause, etc. Ja, wie gesagt, der Kimmich ist halt einfach kein Sechser. Punkt. So, ich weiß auch nicht, hat der Tuchel ja auch schon gesagt, ja. Aber der Kimmich ist ja selber schuld, dass er daran gemessen wird. Hätte der Kimmich doch einfach die Fresse gehalten, hätte gesagt, ja, ich bin auch eher ein Achter, dann wäre doch alles gut gewesen. So, aber der Kimmich hat sich doch hingestellt. Ich bin ganz klar der Sechser hier. Ja, dann wird er auch an seinen Worten gemessen, Alter. Und da muss man halt sagen, meh. 2 Spiele, wo es gut war, gegen Mannschaften, die ihn nicht angelaufen haben, wo er genug Zeit hatte, zu gucken, zu machen. Dann ist er stark. So, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn er unter Druck gesetzt wird oder ein Gegner offensiv kommt, dann Kimmich halt einfach ein Totalausfall auf 6, Alter. Ist halt so. Leider. Leider, leider. Aber das wissen wir ja auch schon alle. Okay, sollen wir in das tolle Video mal reingehen oder was? Wenn ihr nichts mehr habt. Ich weiß nicht, was uns da erwarten wird. Bin selber gespannt. Oh, ihr habt doch noch was, okay. Ja, gebe ich dir auch recht. Tuchel drückt öfter mal rum bei den PKs, wirkt nicht frei. Hab Tuchel bei Chelsea genau verfolgt. Jedes Spiel, Liga, bei Pokalwettbewerben und Champions League. Seitdem halte ich den für einen Top-Trainer. Nee, dann nur zweimal Top, wenn du ihn für einen Top-Trainer hältst. Auch bei Dortmund gab es geilen Fußball. Ja, das habe ich auch noch im Kopf. Und erfolgreich. Ich bei dir. Tuchel wurde zwar nur Zweiter, aber das lag an der Rekordsaison von Bayern und Pep. Tuchel hat mehr Punkte in der Liga geholt als Klopp in den zwei Meistersaisons. Ich fand den Tuchel auch richtig gut und in Dortmund. Deswegen war ich ja auch super begeistert, wo der Tuchel zu uns gekommen ist. Weil ich halt auch dachte, so der Tuchel greift dann auch mal durch, weißt du? Und es gilt wieder mehr das Leistungsprinzip. Aber irgendwie hat er das, ja, es ist schon ein bisschen besser wie letzte Saison, definitiv. Und ja, er hat ja auch einen Sané wieder hingekriegt und sowas. Es ist ja nicht so, dass alles irgendwie schlecht ist unterm Tuchel. Das sagt ja auch gar keiner. Aber halt so diese Widersprüche passen halt einfach nicht. Weißt du? Das verstehe ich halt nicht. Manu war auch wieder stark bei seinem Comeback. Freue mich für ihn, dass er wieder zurückgekommen ist mit Höhen und Tiefen. Hoffe und wünsche ihm, dass er ansatzweise an das Niveau kommt. Ja, das werden wir dann sehen, vielleicht schon gegen Dortmund, ne? Ich denke, da wird er auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun kriegen. Also von daher werden wir sehen, welches Niveau er dann hat. Jonas Double, Meisterschaft und Pokal Champions League Halbfinale. Okay. Naja, mal abwarten. Bewerte das dann mal, wie ich schon sagte, wenn die Rückrunde startet. Ich denke, dann kann man wirklich mal so ein Fazit ziehen und dann kann man auch mal gucken, inwieweit so ein Kane und so weiter dann besser eingebunden sind, inwieweit der dann auch ein besseres Offensivspiel haben. Und wenn er dann endlich seine Holding Six kriegen sollte im Winter, was schwer werden wird, aber wenn er die kriegen sollte, ja, dann werden wir ja hoffentlich auch mal ein klares Konzept sehen. Und wenn wir dann mal aufhören, uns immer irgendwie 100% an den Gegner zu orientieren, vielleicht mal nur zu 10%, um mal den Rest mal auf uns zu gucken, ja, dann ist doch auch alles gut. Smoothie, ich bin da bei dir. Ich bin da voll bei dir. Sorry, ich möchte gerne nochmal 90 Minuten Gala-Fußball sehen und nicht, oder Gala-Fußball und nicht nur überwiegend Ergebnisfußball. Wie gesagt, kann das nicht mehr mit ansehen. Ja. Es ist schwierig. Bin ich bei dir. Und mit Sicherheit auch nicht der Anspruch des FC Bayern. Ja? Auch wenn man jetzt verwöhnt ist, ja, klar.
Ja. Am Ende des Tages ist aber Fußball immer noch ein Ergebnissport, aber habe ich ja jetzt auch schon öfter gesagt. Das muss immer jeder für sich selber beantworten. Ne? Der eine sagt, yo, Hauptsache, keine Ahnung, wir werden Meister. Ob der Fußball schön ist oder nicht, spielt keine Rolle. So, und der andere sagt, ja, ich möchte, wenn ich meinen Verein sehe, irgendwie auch mitfiebern können und ein Spektakel sehen und ein gutes Spiel sehen und dann kommt der Rest von alleine irgendwie. Ja, ist halt schwierig. Aber ich sehe das auch ähnlich wie du. Also ich kann mir auch keine 14 Spiele ansehen, wo wir irgendwie nur 20, 25 Minuten Fußball spielen und sonst rumdümpeln, Alter. Dann kriege ich auf Dauer auch irgendwie, keine Ahnung. Dann kann ich mir auch, weiß ich nicht, ich sag kein Beispiel, ich möchte jetzt keinem Verein Unrecht tun, Alter. Sollten Kimmich verkaufen, dann wäre auch das Geld für Philips da. Ja, das Problem ist ja, dass sie alle nicht weg wollen. So, das war ja das Problem vor der Saison. So, ein Kimmich wollte nicht weg, ein Goretzka wollte nicht weg, ein Gnabry wollte nicht weg, ein Sané wollte nicht weg. So, und wenn die Spieler nicht weg wollen, was willst du machen? Willst du sie vom Hof jagen mit der Peitsche? Ist halt schlecht. So, das war ja das ganze Problem. Tuchel hat ja den Goretzka nicht umsonst in der Vorbereitung außen vor gelassen. Dann hätte er auch seine Holding Six gekriegt. Ja. Der Hammer geht mir auf den Keks, so eine beleidigte Leberwurst. Ja, der Didi ist schon Kanone. Mein Kollege ist BVB-Fan, also er ist kein Tuchel-Fan. Er ist selbst schuld. Tuchel hat da guten Job gemacht, wo er bei Dortmund war. Bin auch gespannt, was mit Musiala wird, ob er bleibt oder geht. Mein Gott. Ich denke, es wird alles so ein bisschen darauf ankommen, was für Fußball wir halt in Zukunft spielen werden. Ich denke, Musiala war so ein bisschen, hat sich selber ein bisschen unter Druck gesetzt, wegen hier komischen Golden Boy Award Gedöns, weil der Bellingham so aufgedreht hat bei Real und da natürlich die Nase vorn hat. Ich glaube, deswegen war Musiala auch teilweise so super eigensinnig, weil er unbedingt auch Akzente setzen wollte, um da noch irgendwie Mitspracherecht zu haben. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen mit reingespielt hat. Ja, was ich diese Saison positiv feststelle, ist, dass die Spieler mental stärker sind. Wir kommen zurück, wenn es nicht gut läuft, auch nach Rückständen. Zum Beispiel Sané auch stabiler. Vielleicht hat das ja auch was mit. Ja, es wird mit Sicherheit was mit ihm zu tun haben. Er ist ja unser Trainer, wa? Also da bin ich bei dir. Das ist, dass wir nicht uns hängen lassen, so wie es letzte Saison war, zum Beispiel in Mainz. Ja, wo wir dann komplett auseinandergebrochen sind, was aber eigentlich auch nicht Bayern-like ist. Das haben wir ja nie gehabt. Ja, wir haben ja immer an uns geglaubt. Egal, ob wie es stand oder wie es nicht stand. Das war schon sehr kurios letzte Saison, dass das so weg war. Und mit dem Sané, ja, wie gesagt, warten wir mal bis zur Winterpause und danach, wenn Sané das so hält und immer mal wieder ein so ein oder zwei so etwas schwächere Spieler hat, wenn er dann mal seine Null-Bock-Spiele abstellt, wie es gegen Galatasaray war, dann kann man das dem Tuchel mit Sicherheit anrechnen. Haben sich ja schon andere Trainer die Zähne dran ausgebissen, inklusive Pep an dem Spieler. Also, dass er als das Potenzial dafür hat, hat er ja bei uns auch schon gezeigt. Hat er auch schon bei Manchester City gezeigt, da müssen wir nicht drüber reden. Aber er ist halt einfach eine Diva. Wenn halt irgendwie gerade der Wind von Osten kommt, Alter, dann hat er keinen Bock und dann zeigt er das auch. So, aber vielleicht kriegt der Tuchel das ja auch noch raus. Wer weiß. Hammer meint er, man sollte Musiala verkaufen, dafür Wirtz holen. Ja, der ist halt ein bisschen Banane in der Birne. Ich sage, der Didi, der haut 95% Scheiße raus und zwischendurch findet da mal ein Korn. Aber das größten Teil, was der erzählt, ist einfach absoluter Müll, also. Ist halt einfach so. Ganz schlimm. Ich meine, klar, wenn Musiala nicht halten kannst, warum, wieso, weshalb auch immer, dann wäre natürlich der Wirtz eine Alternative, ja. Aber wir sehen es ja auch in der Nationalmannschaft, du kannst ja auch mit beiden spielen, was ist denn los? Ich meine, wir spielen eh nicht mit Flanken. Also, dann brauchst du auch nicht unbedingt zwei Außenstürmer. Dann kannst du auch zwei haben, die auf den Halbpositionen spielen. Wo ist das Problem? Ja?
Kannst du auch mit einer Doppelspitze spielen und mit 2 dahinter, also. Ja, der Didi ist schon manchmal eine Kanone. Aha. Effe und Frings meinten doch, er ist ein Sechser. Was haben die denn geraucht dann bitte? Ich meine, Effe und Frings waren ja selber Sechser. Ja gut, man kann ja argumentieren, dass der Kimmich ein Sechser ist, aber dann ist er kein guter Sechser. Ist ja okay. Ist doch kein Problem. Können wir doch so stehen lassen. Oder vielleicht ist einfach, keine Ahnung, vielleicht ist der Kimmich nicht mehr zeitgemäß. So. Ja, der Fußball wird immer schneller. Guckt euch selbst die kleinen Vereine wie Darmstadt oder Augsburg oder sonst was, die pressen uns hoch, laufen den Kimmich an. Vielleicht ist er einfach nicht mehr zeitgemäß als Sechser. Dass es mal besser war als mit der Doppelacht, mit Goretzka und so, haben wir ja auch erlebt. Aber da haben die Gegner halt auch nicht die Eier gehabt, uns irgendwie so hoch anzulaufen und uns in die eigene Hälfte zu drücken. Ja. Also, vielleicht ist die Zeit einfach, was das anbelangt, rum. Ja, dass du einfach einen ballsicheren Sechser brauchst und natürlich auch einen defensiv stärkeren Sechser. Haben wir ja lange Zeit nicht gebraucht. Hat man ja gesehen, ne? Wo Kimmich Goretzka funktioniert hat ein Jahr lang. Ich finde ihre Sechser, da gibt es Unterschiede. Ein defensiv denkender Sechser ist Kimmich sicher nicht. Kann er mit einem defensiven Sechser zusammenspielen auf der Position? Natürlich. Ja, das werden wir dann vielleicht sehen nach der Winterpause, ob er das kann. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Sagt er immer zu Toni Kroos? Tja. Naja, Kimmich auf 8 wird interessant, oder? Ich meine, die Gegner, die wissen ja jetzt schon, wie man Kimmich aus dem Spiel nimmt. Und 'n Achter kannst du ja noch einfacher aus dem Spiel nehmen wie 'n gegnerischen Sechser. Ja. Also weiß ich nicht, ob das alles dann so klappt, wie es soll. Bin ich sehr gespannt drauf. Weil 'n gegnerischen Achter kannst du halt, easy peasy in Manndeckung nehmen, ja? Ist natürlich was anderes als wie 'n tiefstehenden Sechser. Also von daher bin ich mal gespannt, ob der dann noch so die Räume hat, die er dann teilweise jetzt schon noch hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Weil das ändert ja nichts an der Tatsache, dass Kimmich kein Spieler ist, den du unter Druck anspielst, der wie 'n Musiala zum Beispiel, ja, der eine Drehung macht, der dann 2 Spieler ins Leere laufen lässt und den Raum vor sich hat oder wie es 'n Thiago war oder sowas. Das ist 'n Kimmich ja alles nicht. So. Und wenn Kimmich dann der Achter ist, so, der Achter ist ja noch schneller unter Druck wie der Sechser. Also, schwierig. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, da werden wir dann noch einige Diskussionen haben. Und die Frage ist ja auch, ob 'n Kimmich das überhaupt in seine Birne reinkriegt. Weil wenn der Tuchel 'ne Holding Six kriegt, dann möchte der Tuchel ja nicht mit 2 defensiven Sechsern spielen, dann will er mit einem spielen. Das heißt, der Kimmich muss ja dann vor ihm spielen. Wenn der Kimmich aber vor ihm spielt und ist die ganze Zeit in Manndeckung oder ist die ganze Zeit unter Druck und kriegt keinen Zugriff aufs Spiel, was wird der Kimmich dann machen? Der Kimmich wird sich nach hinten fallen lassen, so auf die Höhe von dem anderen Sechser. Ja, ob das dann so der Sinn ist, was der Tuchel sich vorstellt? Also, ich glaube, Kimmich auf der 8 wird schwierig. Das sage ich mal voraus. Vielleicht muss er dann wieder rechter Verteidiger werden. Oder er geht nach Barca. Der Code Kimmich ist einfach geknackt. Der Kimmich hat ja keinen Code. Wie gesagt, Kimmich kann ja super stark sein, hat er ja schon oft genug gezeigt. Ja. Aber überlegt euch, wann war das? Letzte Saison, wo das anfing? Wo die ersten Gegner den Kimmich in Manndeckung genommen haben und Kimmich war komplett aus dem Spiel. So, schwierig. Kimmich stehst auf der 6. Frings meinte sowas wie
VfS Darmstadt, so ein Fehler passiert. Kimmich nur einmal 1 von 1000 Spielen. Naja, also jetzt ganz ehrlich, was ist dann ist der Frings 'n Blinder, oder? Ich meine, ich habe früher viel gehalten von Frings, aber dann soll er sich mal die Spiele von Bayern angucken, Alter. Wie oft hat der Kimmich sich denn allein im 16er oder um den 16er halt fallen lassen, wenn er nur mal kurz angetatscht wurde, Alter? Könntet ihr euch das bei Martinez vorstellen? Und der konnte ja 2, dreimal super froh sein, dass der Schiri die Scheiße noch gepfiffen hat. 2, dreimal wurde es dann nicht gepfiffen. Und dann, oh, gleich Panik. Und mit seinen komischen Anspielen, wenn er unter Druck kommt, das war ja auch nicht das erste Mal. Das war das erste Mal, dass er zum Tor geführt hat, ja. Aber alleine in dieser Saison war das schon öfter so, dass er den Ball verloren hat. Wenn er so angespielt wurde. Also das ist ja, Alter, was ist denn los mit dem Thorsten? Junge, Alter. Dann soll er sich mal die Spiele angucken von Bayern. Ist doch krank, sowas zu sagen. Junge. Wird Zeit für einen neuen Martinez. Ja. Hol mal einen aus dem Hut, ey. Alle anderen Doppelpass meinten, Kimmich wäre stärker auf einer anderen Position. Ja, als rechter Verteidiger. Toni Kroos hat bei uns auch nicht mehr funktioniert? Nee, das stimmt ja gar nicht. Und Toni Kroos hat bei uns ja schon funktioniert. Nur der FC Bayern wollte ihn nicht so würdigen, weil er aus der eigenen Jugend kam, beziehungsweise damals aus Rostock, glaube ich, in die Jugend und von der Jugend dann hoch zum Profikader und er hat nicht die Anerkennung bekommen in Form des Geldes, was er sich vorgestellt hat. Das war der Grund des Wechsels. War ja nicht der Grund, dass er nicht mehr funktioniert hat. Das ist ja Schwachsinn. So, die Bayern haben halt gedacht, ach, den brauchen wir nicht, da haben wir noch genug andere. Nee, den müssen wir jetzt nicht so viel zahlen und dann ist der Toni gegangen. Das war das Ding. Und dann hat er den Bayern den Stinkefinger gezeigt bei Real. Sané war ganz gut, aber die Leistungsschwankungen nerven wie letztes Jahr. Warum kann er nicht konstant spielen? Ja, so leistungsschwankend war es jetzt nicht, ne? Müssen wir ja auch ehrlich sein. Ja, gegen Mainz war schon schlechter, gegen Gala war es gar nichts, das ist richtig. Aber davor war es ja echt okay. Davor war es schon gutes, hohes Niveau. Wenn man das jetzt mal mit seinen letzten Saison vergleicht, Vincent Kimmich richtig stark auf der Bank. Ich habe ihn noch nicht gesehen auf der Bank. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er da so 90 Minuten sitzt. Toni Kroos gehen zu lassen, war einer der größten Fehlentscheidungen, die es bei uns gab. Seine Erfolge sprechen für sich. Ja, richtig. Bin ich bei dir. Im Nachhinein ist man schlauer. Nee, ich schaue auch kein Dopa. Schon lange nicht mehr. Früher habe ich das auch mal regelmäßig geguckt. Aber irgendwann war das auch wild, ne? Ich träume heute Nacht von Kimmich, Tuchel und der Sechser-Diskussion. Da brauchst du nicht von träumen. Wenn ein Sechser kommt, spielt der Kimmich nicht mehr auf der Sechs. Nö, Kroos hat zu Real gepasst. Warum hätte er denn zu uns nicht passen sollen? Da wird es noch einige Twitch-Streams geben, um die Sache Kimmich und neue Holding Six in der Winterpause. Diskussionsrunde schon vorprogrammiert. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es ein Kimmich schwer haben wird. Weil der Kimmich ist ja jetzt auch nicht so die Pressing-Maschine, wie es ein Leimer ist oder sowas. Schwierig. Also ich bin sehr gespannt, wie ein Kimmich auf der 8 funktionieren wird. Wenn er einen richtigen Sechser hinter sich hat. Jedes Mal, wenn man duscht, beschlägt der Spiegel im Bad. Der Kimmich malt dann mit seinen Fingern eine schöne große 6 aufs. Ihr seid fertig, ey. Hoffe mal, dass der Sechser und der V gleich zu Beginn der Winterpause kommen. Ja, müssen sie. Also, sonst machst du dich ja ganz lächerlich. Mir gehen Kroos auf die Eier. Naja. Ich denke nicht, dass wir mit Kroos mit Titel geholt hätten. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt, weil Kroos weggegangen ist, weniger Titel geholt oder sowas. Ging ja nur darum, dass ein Toni Kroos bei uns nicht mehr funktioniert hat. Und das glaube ich schon, dass er funktioniert hätte.
Toni Groß würde Kimmich heute noch auf RV spielen? Ja, kann gut sein, ey. Dieser Tuckeldorn. Servus, danke für den Follow. Mm, 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 mm. Alter, komm, der Toni hat schon gute Pässe gespielt. War halt auch super ballsicher halt. Und das hat er schon drauf gehabt. Pepper so über 2 Meter. Danke für den tollen Content auf YouTube. Bin sehr oft deiner Meinung. Mach bitte so weiter. Ja, mach natürlich so weiter. Das steht außer Frage. Bayern braucht Jeremies 2.0. Wir brauchen halt einfach einen Sechser. So, das ist halt, was fehlt. Haben wir ja auch eigentlich immer gehabt, bis dann Kimmich Goretzka Dingen war. Sonst haben wir ja immer irgendwie einen klaren Sechser gehabt. Irgendein Wasserträger. Irgendwann dann von den Wasserträgern zu den filigraneren Sechsern. Und dann irgendwann von Sechser auf 2 Achter. So. Aber was zu der Zeit auch nicht wirklich gebraucht haben, wenn wir ehrlich sind. Aber dann hat man ganz schnell gemerkt, so nach einem Jahr, oh, scheiße. Aber Goretzka und Kimmich müssen immer spielen. So, das ist unser ganzes Problem. Und da muss man den Tuchel ja mal ein Lob aussprechen, ne? Weil wir ja immer davon reden, der Tuchel hat teilweise keine Eier. Und da hat er ja schon Eier, ne? Da hat er ja richtig dicke Eier, muss man ihm ja mal zugute halten. Hat sich halt vor der Saison da hingesetzt und hat erzählt, ich brauche einen Sechser, Alter. Und hat ganz klar gesagt, Kimmich ist kein Sechser für mich. So, welcher andere Bayern-Trainer hätte das gemacht? Keiner. Das muss man ja auch mal sagen. Wunsch wurde da nicht erfüllt, so, das ist die andere Sache, ja. Aber er hat es ganz klar geäußert, ne? Also mal ganz ehrlich, Groß ist um Klassen besser im Mittelfeld als die Pappnasen, die bei uns zurzeit rumlaufen. Ich fand Groß auch immer ganz gut eigentlich. Mir hat er auch gefallen. Aber ist natürlich auch kein Sechser, wa? Also, können wir ja nicht jetzt mit anfangen. Richtiger Pitbull im Mittelfeld. Ja, du brauchst ja, das Ding ist ja, nur ein Pitbull bringt dich ja auch nicht weiter bei uns. Ne, du brauchst ja schon eine gute Mischi auf der 6. Der muss das beherrschen, er muss aber auch beherrschen, das Spiel zu eröffnen. Ne? Weil du bist ja nicht alles, du hast ja nicht immer, gerade in der Bundesliga, zumindest wenn wir irgendwann mal wieder eine Spielphilosophie haben und mal wieder dominanten Fußball spielen, dann brauchst du ja nicht immer einen Pitbull auf der 6. Ja? Weil dann kommt der Gegner vielleicht zweimal in deine Hälfte oder dreimal gefährlich in 90 Minuten. So, der muss schon ein bisschen mehr können als nur beißen. Ne? Wie siehst du Phillips von City? Falls er zu uns kommt, würde er ja momentan oben auf der Liste stehen mit Palinja. Ja, wenn ich sehe, dass sie auch 57 Millionen haben wollen für einen Spieler, der 1,5 Jahre kein Fußball gespielt hat, dann no. Ansonsten kann ich zu dem nichts sagen. Kenne den nicht. Und du kannst dir ja auch nichts angucken, weil er nicht spielt in City. Aber kein Groß. Nein, natürlich nicht. Toni Groß ist ja auch kein Sechser, Alter. Du brauchst halt schon einen, ja, ich sage ja am besten Martinez halt. So. Martinez in Jung. Das wäre der Idealfall. Ja gut, aber Granit Xhaka kann ja auch ein bisschen mehr als nur Staubsaugen, wa? Also Granit Xhaka kann ja auch schon das Spiel eröffnen, hat Einfluss auf das Spiel, ob schnell gespielt wird, ob Geschwindigkeit rausgenommen wird und so weiter. So einen brauchst du halt. Brauchst so ein rundum sorglos Paket. Und der muss halt auch mal hinlangen können und der muss halt auch beißen können. So.
Ja, finde den Fehler. Der Fehler ist halt, du musst da, guck mal, das Problem ist doch, wie ich immer schon sagte, selbst wenn du jetzt so ein Xhaka bist, so, dann kommt der FC Bayern und sagt zu dir, ja, wir würden dich gerne fürs Mittelfeld haben, ähm, kannst du bei uns noch mal Gas geben? Oder er hat ein Angebot von Leverkusen. Vielleicht wurde er sogar angefragt, weiß man ja nicht. Was denkst du, wo der hingeht? So, bei uns spielt immer Kimmich Goretzka. Mit Kimmich Goretzka 14 spielen die. Punkt. Guckst du an, welche Spieler alle verpflichtet wurden und die nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder weg sind. So, wir haben doch Alternativen gehabt. Ja, aber die spielen halt einfach nicht. Weil diese beiden Köpfe, egal welche Leistung sie bringen, immer spielen. So, da kommt doch erst gar kein Spieler. Da kommt kein Spieler. Würde ich doch auch nicht machen. Du gehst doch nicht zum Verein, wo du weißt, dass du zu 90% nicht spielen wirst. Ist doch wild. Das ist doch der Fehler an der Matrix. Und dasselbe hast du mit Sané und Gnabry. Du könntest auch keinen jungen Außenspieler verpflichten. Wie denn? Der hat doch null, siehst du doch am Tell, der hat doch null Perspektive. Null. Das ist doch der Fehler. Also muss ich jetzt echt einen Tuchel da hinstellen und muss sagen, den Spieler will ich, und er muss zu dem Spieler sagen, du bist meine 6, du bist mein neuer Stammspieler. Alles andere, sonst wird auch kein Spieler kommen, Alter. Also uns fehlen grundsätzlich Spieler wie Olic, Mandzukic, Martinez und so weiter. Einfach Arbeiter, die du immer reinschmeißen kannst und kämpfen und beißen. Zu viele selbsternannte Häuptlinge, zu wenig Indianer. Ja. Aber genau so einer fehlt ja im Mittelfeld auch. Oder auch auf der Verteidigerposition hast du das ja auch nicht. Denk mal an unsere Außenverteidiger früher. Guck, was der jetzt rumeiert. Ist halt so. Schwierig. Naja, aber du, wie gesagt, du hättest, guck mal, was ich gerade schon sagte, erstmal so Kimmich, Goretzka, die immer spielen. Und das andere ist ja auch die Struktur. So, der Xhaka hat ja auch einen gewissen Anspruch, so, Führungsspieler, bla, Sülz. Ja, schwierig bei uns da den Raum einzunehmen, weißt du? Ja, das ist ja die Frage, woran das liegt. Weil sie wahrscheinlich, wurde das in Stein gemeißelt, unter dem Platz? Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht jetzt, kann's mir selber nicht erklären. Guck dir die Leistung an von beiden. Ich meine, Goretzka ist ja wieder ein bisschen stabiler geworden. Aber guck dir den Kimmich an, jetzt nimm mal das letzte Jahr. So, wie oft hat ein Kimmich überzeugt? Und er wird nicht einmal in Frage gestellt. Nicht ein einziges Mal. Egal welcher Trainer, welcher Verantwortliche da das Sagen hat, er wird nicht einmal kritisiert oder in Frage gestellt. Das ist wild. Das ist einfach wild. Kimmich und Eon auf Doppel 6 bringen definitiv weniger als eine gute Holding Six. Nee, die bringen sogar weniger als eine schlechte Holding Six. Was keine Sechser sind, das sind beides Achter. Jetzt haben wir die Lösung. Was? Wir holen Mandzukic für die 6 oder was? Ja. FCB Claudi, Servus. Deswegen sage ich ja, die Jugend muss ran. Ja, man hätte auf jeden Fall mal der Jugend eine Chance geben können. Ne? Aber das kannst du ja erst recht nicht machen. Überleg mal, du hättest jetzt gesagt, Pavlovic ist jetzt mein Sechser. Da wäre der kleine Kimmich, aber der wäre geplatzt, glaube ich. Ich glaube, der wäre geplatzt. Vor Aufregung. Der wäre geplatzt einfach, der wäre weg gewesen. Kannst du nicht moderieren, Alter. Geht nicht. Sei denn, du heißt Louis van Gaal und hast die Balls dafür. Aber jeder andere Trainer kriegt das nicht moderiert bei uns. Mandzukic war klasse. Sicher nicht der beste Stürmer, den wir je hatten.
Der hat aber ins Gefüge gepasst. Wir brauchen eigentlich keine Holding Six aus dem höchsten Regal. Wir brauchen jemanden, der in der Mitte bleibt und seinen Job macht. Ja. Stimme ich dir voll zu. Und Manchu war schon klasse Stürmer. War halt zwar nicht so der, keine Ahnung, ich mache die 40 Tore, aber so einen starken, mannschaftsdienlichen Stürmer, genau wie Olic halt. Ne? Weil Goretzka 1, 2 Spiele gut performt, ist er wieder gesetzt. Er ist doch eh schon gesetzt. Ist doch nur jetzt raus gewesen, weil er verletzt ist. Aber man hätte ja mal ausprobieren können, den Goretzka auf die 6 zu stellen. So. Hätte, Fahrradkette. Wir hätten so viel ausprobieren können, ne? Aber haben wir halt nicht gemacht. Kommt denn im Winter dieser Palinja oder ein ähnlich guter? Ich sag es eher, es kommt keiner, der 60 oder mehr Millionen kostet. Effe wird reaktiviert. Effe wird heutzutage auch nicht mehr klarkommen. Der würde in jedem Spiel mit Rot vom Platz gehen, Alter. Dem gar nicht mehr hinterher mit dem Fußball, ey. Will ich ja noch eher den Lothar zutrauen wie dem Effe, ey. Effe. Der war gut, ey. Kane ist der Knaller, hat nach Spiel zu dem 50-Meter-Tor gesagt, er hat nur den Torwart vor sich gesehen und es einfach probiert. Ja, Kane ist schon, der ist jeden Cent wert, den wir bezahlt haben. Der ist schon wirklich krass, der Typ, Alter. Der kann wirklich alles. Ohne Scheiß. Ich glaube, selbst der wird einen besseren Sechser geben wie Kimmich. Der ist wirklich krank, der Typ, ey. Schon wirklich wild. Warum denn nicht? Hätte es gefeiert, Firebeast? Ach, verletzt nicht gesehen. Habe ich mich verlesen. Aber ja, Leon ist auch sehr verletzungsanfällig irgendwie, ne? Kane ist auf dem Weg, wertvoller zu werden als Lewandowski. Kane ist mehr als eine Tormaschine. Seine Pässe und seine Ruhe am Ball sind schon Weltklasse. Ja, auf jeden Fall. Ist halt wirklich krank, ne? Wie gesagt, der könnte ohne Probleme den Zehner geben. Und den kannst du ja auch anspielen. Den spielst du an, Alter, der wird von 3 Spielern unter Druck gesetzt. Das poppt den ja gar nicht. Dann hat er den Ball am Fuß, guckt sich nochmal um, ja, ich sehe, da läuft er, dann spielt er den Ball da genau dahin. Also wie gesagt, der wäre ein besserer Sechser als ein Kimmich, Alter. Der ist wirklich krank, ey. Ist aber natürlich auch ein anderer Stürmer, wie es Navy war, ne? Also da müssen wir jetzt den Navy auch nicht Unrecht tun. Der Loda ist taktisch super. Ja, der macht alles mit Auge, der Loda. Er hat zwar keinen Speed mehr, aber der macht halt mit Stellungsspiel, macht der das weg. Keine Sorgen. Wenn man das sieht, wie er mit dem Ball aus dem Mittelfeld vorläuft und in aller Ruhe links und rechts schaut, wenn er denn jetzt am besten anspielt, einfach ein Traum. Ja, wenn der Harry Kane jetzt noch schnell wäre, Alter, dann wäre das, ja. Das ist das einzige Manko, was er so ein bisschen hat. Was er natürlich durch andere Sachen wegmacht. Aber jetzt stell dir mal vor, der wäre noch so schnell wie ein Mbappé, Alter. Wäre ja richtig krank. Ich mag von Kane diese unaufgeregte Art. Ich glaube nicht, dass wir dem die Diskussion haben werden, dass er kurz nach Paris jettet. Ach nein, der ist halt auch, ja, der passt von seiner ganzen Art und Weise. Bin ich bei dir. Ist natürlich auch schon ein bisschen erfahrener, wie so ein Ziyech und so. Aber ja. Der ist ja echt. Also ich sag ja, du musst ja immer auch sehen, guck mal, wie schlecht der im Spiel eingebunden ist. Ja, er hatte irgendwie 3 Elfer-Tore von den 12 oder was. Und hat trotzdem schon so viele Tore gemacht. Und wir haben es ja jetzt mal gegen Darmstadt so ein bisschen gesehen, da war er ja ein bisschen eingebunden, zweite Halbzeit. Und jetzt stell dir mal vor, der ist irgendwann mal so eingebunden, wie es ein Levi bei uns war. Stellt euch mal vor, das Spiel ist irgendwann auf dem Heavy Kane zugeschnitten. Bei uns. Alter, dann ist vorbei.
Das ist eine Maschine einfach. Bin am Samstag mal wieder in Dortmund im Stadion. Ja, oder da bin ich schon ein bisschen neidisch. Hoffen wir mal auf ein gutes Spiel, aber meine Quote in Dortmund ist, glaube ich, nicht so gut. Wie wär's mit einem Meet and Greet vor Ort? Nee, ich habe keine Karten für Meet and Greet vor Ort. Aber ich bin bei meinem Schwager und meiner Sister. Fußball schauen. Ja, wie gesagt, da darf man Levi auch nicht Unrecht tun. Den kannst du halt schlecht mit dem Kane vergleichen. Also der Kane ist halt so viel mehr als nur ein Neuner vorne im Strafraum. Das ist halt wirklich schon wild. Ja, das letzte Tor war richtig krank von Harry. Den Elfer hätte er auf jeden Fall gekriegt, ja. Aber hat ihn nicht gepoppt, der wollte das Ding einfach so reinmachen. Das war schon extra klasse, ne? Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Aber eigentlich ist es immer umgekehrt. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, ist es meistens nicht so. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ist es meistens gut gegen Dortmund. Ich muss mal gucken, ob ich mein Gefühl noch irgendwie innerlich umstellen kann. Ah. Also ich würde dieses Doppel-6-System im Müll schmeißen. Ja, das möchte der Tuchel ja auch. Lieber eine Holding-Stick zum Beispiel den Leimer oder Upper oder Delicht ausprobieren, auch in der laufenden Saison. Die Doppel-6 ist nichts Halbes, nichts Ganzes, Bayerns Schwachstelle. Ja, das hast du vollkommen recht. Vor allem haben wir ja teilweise auch gespielt mit dem Kimmich als alleinigen Sechser. Und das war ja sogar besser, als wenn Kimmich einen Nebenmann hatte. Weil ein Kimmich sich dann ein bisschen wenigstens zusammengerissen hat und weiter hinten geblieben ist. Der Raum war immer noch nicht gut besetzt und so weiter, brauchen wir nicht überreden. Aber warum wir dann gegen Galatasaray auf einmal wieder mit 2 Sechsern oder 2 Achtern, wie man das sehen möchte, gespielt haben, habe ich auch nicht verstanden. Ja, eben, das kommt auch noch dazu, ne? Seine Vorlagen, Alter, das ist halt wirklich krank. Wirklich krank, also. Hab ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also hätte ich das vorher schon gewusst, zu was der imstande ist, der Harry Kane, ja, dann hätte ich da auch keine Zweifel dran gehabt an der Kohle, die wir gezahlt haben. Kai und sein Karma, ich weine. Alles gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich sag 4-1. Ei. Genau, Harry Kane. Harry Kane. Bin ich bei dir, Twitch-Admin. Wenn wir ein gutes Spiel am Ende Remis holen, bin ich zufrieden. Ja, sehe ich genauso. Auswärts in Dortmund, wenn du ein gutes Spiel machst, einen Punkt holst, ist völlig okay. Ich komme auch mit klar, wenn wir ein gutes Spiel machen und verlieren. Obwohl die eigentlich nicht, weil es gegen Dortmund ist. Und drehen die wieder alle durch. Ja, guck mal, da sind wir schon zwei, die ein gutes Gefühl haben. Läuft doch. Aber erstmal haben wir noch Saarbrücken, ne? Ja, ist schon echt krass, ne? Also ich bin wirklich darauf gespannt, wenn der Kane mal bei uns eingebunden ist. Weil der kann ja auch alles. Ne? Der kann schnelles Kombinationsspiel, der kann Doppelpass spielen, der sieht immer den besser postierten Mitspieler. Das ist so wild, ey. Junge. Und macht dann noch eiskalt die Hüten. Oh, ich sehe den Schupo da gerade. Ai. Der Name wäre gut, das Spielstand. Ja, jetzt wird's aber wild. Wenn der Platz spielbar ist, ja, das werden wir ja sehen. Ja, das wäre mal interessant, ob er Ecken schießen kann. Aber schlechter wie Kimmich kann es ja eigentlich nie werden. Ja, der tut uns halt rundum gut. Und was man ja auch schon sieht, man sieht ja auch schon, welche Autorität er hat und wie er Führungsspieler ist. Und ich glaube, wenn er erstmal so ein Jahr da ist, ne, dann wird er auch nochmal ein ganz anderes Gewicht haben in der Mannschaft. Ne, der ist jetzt gerade mal ein paar Wochen da.
Dann lass den mal ein paar Monate oder ein Jahr da sein. Dann wird der auch noch mal ganz anderen Einfluss haben, auch aufs Teamgefüge. Da bin ich mir 100 sicher. Dann ist er aber auch schon 31. 31er. Ja, das wird 47 noch. Ja, also den Harry Kane, den kannst du bis 40 spielen lassen. Den nimmst du halt immer so wie Lothar früher. Den nimmst du halt, umso älter er wird, einfach immer eine Position weiter nach hinten. Hm. Wild. Wild, wild, wild. Der designierte Nachfolger von Neuer. Ja, der Manu macht das schon. Ja, der macht dir aber mal Sorgen. Jahre jünger. Dann Trainer, auch Präsident. Also mit 41 gehörst du, glaube ich, zu den Jüngeren hier. Zumindest bist du in der Mitte. Ja, das macht der Neuer immer, ne? Der ist immer Feuer und Flamme. Der Neuer ist auch immer, ich glaube, wenn der Neuer die 20. Meisterschaft hintereinander holen würde, der wird immer noch so abgehen wie bei der ersten Meisterschaft. Das ist auch so ein Feiertyp. Ja, siehst du, fühlt sich gleich besser, ne? Die Mara zieht den Schnitt ein bisschen runter. Ist er? GB ist 47. Ei, 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 ei. Ist er noch dieses Jahr 48? Oder nächstes Jahr erst? Ja, der Neuer ist halt Erfahrung pur, Kapitän. Passt schon. Nächstes Jahr. Okay, dann bist du ein Jahr jünger wie ich. So 55 plus. Ja, der Neuer, hab ich ja auch gesagt, wenn er annähernd seine Form hat, wird er uns einfach vom Charakter gut tun. Hat halt ein bisschen anderen Einfluss da auch hinten. In 43 bin ich der Jüngste hier. Riecht es schon nach Erde. Ei, 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 ei. Was ist denn los, GB? Man wird doch heutzutage locker 80, 90. Macht dir keine Sorgen. Ist doch grad mal 'ne Hälfte angekommen. Was für 'n Altersschnitt, bin 20. Ja, da müssen jetzt aber mal alle Butter bei den Fische machen hier. Dann können wir 'n Altersschnitt mal ziehen hier. Ja, ich weiß, Twitch-Admin. Kenne mich aus in der Szene. Ist einfach nicht mein Thema, weißt du? Ne, ich habe keine Tickets für Saarbrücken bekommen. Ich habe bisher, wie gesagt, nur für ein Spiel Tickets gekriegt, sonst nur Absagen bisher. Tick-Tock, Tickety, Tick, Tick, Tock. Die Bayern so weiterspielen, wird das nix? Ja, gegen Dortmund wird schon, wenn wir gegen Dortmund so spielen, dann werde ich auch um 10 Jahre Eltern. Oder altern. Eltern. Dann ist Kasalai.
Das ist immer noch das wichtigste Spiel im Jahr. Dann sollte man mich auf jeden Fall nicht ansprechen. Ich weiß auch nicht, wann Samstag meine Zusammenfassung kommt. Vielleicht mache ich das bei meiner Schwester über Handy. Wenigstens schon mal so ein kurzes Statement. Ich muss mal gucken. So weiterspielen. Wir haben alles gewonnen, nur 2 Remis, Leipzig und Bayern nur 4. Ja, ich weiß. Wenn ich wieder die Diskussion aufmachen. Läuft dann nach Hause? Das glaube ich nicht, dass du das schaffst. Ja, ey, passt schon. Wie gesagt, ich geh vom Sieg aus, oder einen Punkt werden wir schon holen irgendwie. Keine Sorge. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel war von Dortmund in Frankfurt, aber scheint ja jetzt auch nicht so der Burner gewesen zu sein, wenn man 3-3 spielt. Ja, na klar, es ist allein vom Prestige halt. Aber es liegt natürlich auch, dass ich aus der Nähe komme. Aber da brennt's halt einfach. Da ist das Feuer in mir, weißt du? Das ist halt nochmal so ein anderes Feuer. Nach 2-0 noch 3-3. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe mir auch mal die Statistiken angeguckt, war halt ziemlich ausgeglichen von den Chancen her. Dortmund hatte halt mehr Ballbesitz. Aber gut, in Frankfurt ist auch nicht leicht, wenn die Frankfurter an ihre Leistungsgrenze kommen. Ne? Da ist der Kimmich. Oh, der Kimmich hat ein rotes Leibchen an. Nur Ersatz. Was ist da los, Leute? Eieiei. Ist er in der Ersatzgruppe? Verdammt. Hoffentlich kommt er damit klar jetzt, dass er mal eine Woche in der Ersatzgruppe ist. Eieiei. Schiri kann es alle in die Tonne treten. Ja, Schiri ist auch so ein Thema, ne? Das ist schon wild. Bei 3 war wild, Dortmund hat erst überlegen, aber ausgekontert. Ja, ist doch gut. Kontern können wir doch auch. Haben wir doch schnelle Spieler für. Ihr seid mal alle zu optimistisch. Also Rückstand könnte ich mir schon vorstellen. Ach. Kommen die schlechten Spieler nicht die blauen Leibchen? Nee, hast du nicht gesehen? Der Kimmich war der Einzige mit dem roten Leibchen. Das ist extra wegen der roten Karte. Nee. GB, dann hast du aber die verkehrten Spiele gesehen. Also der Neuer hat eigentlich die letzten Spiele, die ich in meinem Kopf drin habe, gegen Dortmund immer irgendeinen Bock drin gehabt. Der alte Schalker, der ist ja immer irgendwie übermotiviert gewesen. Das ist richtig. Wir müssen uns nicht über Ecken aufregen und ich denke, egal wer da spielen wird auf der 6, der wird ein bisschen defensiver agieren, wie es ein Kimmich getan hätte, denke ich. Nee. Soll ich das raussuchen? Das Internet gibt bestimmt was her. Der Neue hat immer einen Klopper gehabt gegen Dortmund. Entweder den Ball zu weit vorgelegt oder den Dortmunder in die Karten gespielt oder so ein Scheiß. Er hat sich immer eingerissen gegen Dortmund auswärts. Beweise, ja. Ich muss die mal zusammensuchen. Google mal. Manuel Neuers Fehler in Dortmund. Ob du was findest. Ei. Training ist zu Ende. Da haben wir den Salat. Jetzt gibt's den normalen Hintergrund für euch. Da stehen sie. Ja, guck mal, er ist noch oldschool. Er ist noch oldschool. Schöne Tracht an. Ei. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo du noch zum Training gehen konntest und wo nicht so viel los war. Aber das waren auch noch Zeiten, wo es immer ein öffentliches Training gab. Jetzt werden die natürlich gestürmt. Aber selbst Neuer meinte, oh, wie schlimm, Kimmich fehlt uns jetzt, er ist wichtig. Führungsspieler alle bei Bayern fassen den mit Samthandschuhen an. Kritik verboten. Ja, ist auch so.
Ich weiß das auch nicht. Geht in meinen Kopf auch nicht rein. Geht in meinen Kopf nicht rein. Warum das so ist. Kann euch das nicht erklären. War eigentlich schon PK? Nee. PK ist schon am ersten Tag vorher. Kann der Tuchel auch nicht. Also was den Kimmich anbetrifft, hat der Tuchel ja gemacht vor der Saison. Hat er gesagt, er ist kein Sechser. Und hat er ja auch gesagt, er ist kein Führungsspieler durch die Blume. Hat er ja auch gesagt. Also ist ja nicht so, dass der Tuchel das nicht versucht hat. Aber ich glaube, da kam direkt der Daumen von oben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das Thema Kimmich haben wir schon letzte Saison. Wir haben gerätselt und entweder hat er in seinem eigenen Vertrag, den er selber ausgehandelt, drinstehen, der bei FC Bayern muss 1 Million zahlen, wenn er mal nicht 90 Minuten spielt, oder ich habe keine Ahnung. Ganz wild. Unerklärlich eigentlich. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so unantastbar war bei uns. Also mit den schlechten Leistungen, ja. Ich meine, Philipp Lahm war auch unantastbar, aber der hat auch jedes Spiel eine gute Leistung gebracht. Schon wild, ne? Bei mir ist das auch ewig her, wo ich auf dem Trainingsgelände war. Kann ich dir gar nicht sagen, wann genau das war. Auch schon, ich bin ja nicht so oft in München, leider. Heute ist erst Montag, yo. Heute ist erst Montag. Aber da ich Urlaub habe, ist das gut, dass erst Montag ist. Das wäre scheiße, wenn schon wieder Freitag wäre. Dann wäre der Urlaub schon wieder rum. Gibt's da schon Infos? Ich kann ja mal gucken. Ob da schon einen Zwischenstand gibt. Aber ich denke, wenn, dann wird das wahrscheinlich erst kurz vor Anpfiff entschieden werden. Ich meine, heute ist Montag, die spielen erst Mittwoch, also. Ja, das ist nur der gleiche Scheiß, den man heute schon gelesen hat. Kai, kann man nicht zum Bayern-Training gehen? Warum das denn nicht? Die Frage, wie lange ich auf dem Vereinsgelände bleiben dürfte, ja. Hm. Wird das Pokalspiel des FC Bayern in den Wasser? Eine endgültige Entscheidung wird am Dienstag erwartet. Okay. München dürfen wir die Szenen argwöhnisch beobachtet haben, denn am Mittwoch reist der FC Bayern in den Landeshauptstadt des Landes zum Drittligisten Runtergeben. Doch diese bald stattfinden wird, steht in den Sternen oder besser in den Wolken, denn sollten die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage weiter anhalten, müsste wohl auch die DFB-Pokalbegegnung abgesagt werden. Eine Entscheidung, ob das Spiel stattfinden kann oder nicht, soll nach einer erneuten Platzbegehung am Dienstag getroffen werden. In Abstimmung mit dem Deutschen Fußballbund wurde kurzfristig ein handgeführter Bordarifizierer angeschafft. Dies habe den Abfluss des Wassers bereits deutlich verbessert. Weitere Arbeiten sollen am Dienstag folgen, teilte die Stadt Saarbrücken mit. Also morgen wissen wir mehr. Und wahrscheinlich sagen sie am Morgen, ja, wir entscheiden das mal Mittwoch. Kurz vorm Spiel. Naja, da war ja nichts mit Wasserschlacht, was ich gelesen hatte. Also du konntest den Ball ja noch nicht mal mehr führen. Also. Aber wohl, dann wären wir mal zum Kombinationsspiel gezwungen. Keine Einzelaktionen mehr. Wäre doch auch schön, oder? Nein, ich könnte mich da schon zusammenreißen am Bayern-Training. Alles gut. Ich würde einen Kimmich mal an die Seite holen. Ich würde so tun, ich möchte ein Autogramm haben. Würde ich ihn mal so in den Arm nehmen, dann würde ich ihn mal kurz ein bisschen festhalten und dann würde ich ihm mal ein paar Fragen stellen. Ah. Ich hatte damals eine Freundin dabei, die hat die Kiddies für Autogramme zur Seite geräumt. Könnte ich mir bei der Mara auch vorstellen.
Ja, was läufst denn da am Stadion vorbei, Gibi? Junge, Junge. Ach ja, so ist das, ey. Hat das schon einer gemacht? Was, scheiß Ecken gebrüllt? Ich glaube, da gibt's genug, die sich über die Ecken aufregen. Obwohl sie ja zwischenzeitlich mal echt besser waren, ne? So Anfang der Saison? Die 2, 3 Spiele, da waren die Ecken echt gut vom Kimmich. Aber dann das ist wie die Leistung vom Sané. Dann kamen jetzt wieder 7 Spiele schlechte Ecken. Dem Ohr ist Josa taub. Ja, der ist aber bei so vielen taub, ey. Ich glaube einfach, die Corona-Infektion hat die ihm auch nicht gut getan. Wie bei mir mit meinem Geschmackssinn. Da ist beim Kimmich auch irgendwas kaputt gegangen. Ich glaube, der realisiert seine eigene Leistung nicht mehr seitdem.